Es geht weiter, immer weiter. Zurück bei Pokémon Legend Arceus. Zu einer Schnapszahlfolge 111 angeblich, so ich das gerade hier sehe. Sehr schön. Wir sind vom Ende des Spiels noch weit entfernt. Nicht so weit, wie es vielleicht sein könnte. Ich überlege gerade, es könnte glaube ich sein, dass die Folge hier. Jetzt können wir ganz kurz gucken. 111. 10, 11. Ne, es müsste noch kurz vor Release von Scarlet und Violet sein. Also der 9. Generation dann. Ich glaube, wenn dann hier Folge Nummer 115 schon auf YouTube, dann müsste ein neuer Pokémon-Spiel raus sein. Eine Heimattanze Pipi in Vollmondnächten. In Kanto, ja. Ich habe gehört, dass es auch eine Hisui-Pipi gibt und fragen wir nur, ob sie hier ebenfalls tanzen. Anscheinend sollen sich am Feenweiher Pipi aufhalten. Pipi. Okay, machen ein bisschen Pipi. Also natürlich nicht wirklich, aber wir gehen den Pipis auf den Grund. Sagen wir es mal so, wie es ist. Keine Ahnung, wo der sein soll, der Feenweiher. Wir gucken mal. Bei der Gelegenheit sind noch alles Picobello eigentlich. Da ist ein neues Sidequest mit den Aufläufen. Ich mache aber geht trotzdem erstmal direkt hier weiter. Und zwar will ich nochmal, weil ich bin ja unbelehrlich, nochmal gucken mit dem Wadribi. Weil die Sidequest ist ja noch offen. Ich frage mich langsam, ob die vielleicht nur aktiv wird, wenn ich... Deswegen mache ich jetzt mal einen Test. So, wenn ich die aktiviere. Noch bei dem Typ sagen, ausruhen. Bis zum Mittag. Haben Sie die falschen Klamotten dafür an? Umziehen wäre aber noch eine Variante, weil neue Klamotten schwierig, weil ich habe kein Geld mehr. Ich muss ein bisschen Geld farmen, das wäre natürlich eine Option. Aber erstmal müssen wir schauen, was es noch so alles gibt. Oh, da vorne. Ein Wadribi! Yeah, Mann! Sogar ein weibliches, krass. Natürlich jetzt Trugschlag nicht draufgepackt, war auf Galakla. Ich habe generell neue Attacken gar nicht ausgerüstet. Clever, Michael. Sehr clever. Wobei, kein Düsenball natürlich. Hier, ein Tonnenball. Und sonst nachher ein Hyperball, aber das ist... Ja, genau, wollte ich schon sagen. Auf so einem kleinen Level... Das ja gar keinen Unterschied machen dürfen. So, hätten wir das also. Sehr schön, sehr schön. Plus ein Honig. Attacken. Da habe ich jetzt Folge ein paar gekauft, aber noch nicht ausgerüstet. Erstmal Gedankengut gegen Ränkeschmied. Damit ich Defense und Offensive habe. Dann machen wir noch Energieball gegen Ruckzuckhieb. Weiß nicht, wann ich mal einen Energieball brauche. Matschbombe, Zauberschein, Stachelspore. Ich bin bei dir irgendwie so... Naja, normal sage ich mal. Ich die Kombi spiele. Spukball. Wäre theoretisch eine Option, wenn ich einen Feen-Pokémon im Team habe, aber ich habe natürlich auch einen Geist-Pokémon. Und Unlicht-Attacken drauf, also passt das schon. Pferdestärke, super Move, aber natürlich ist der Schmetterrahmen noch besser. Deswegen das auch da mal Empoleon. Haben wir da jetzt nicht irgendwie was Neues gekauft bei ihm? Ne, bei ihm nicht, wa? Glagladi, da garantiert.
Genau, Trugschlag, Feuerschlag, Donnerschlag, Eishieb, Giftschere, Gifthieb natürlich, Entschuldigung, Kreuzschere. Schwerttanz, Psychokinese, Sternschauer. Also ich würde ja die beiden sowieso, weil es sind Step-Moves. Laubklinge, jetzt habe ich schon 2 Pokémon mit Pflanzenattacken drauf. Bei ihm, Galakladi, Psychokampf. Ja, Pflanze liegt auch gegen, ja gut, gegen Gesteins-Pokémon noch, aber da habe ich auch Nahkampf dafür. Gestein, Boden, Wasser. Und eigentlich, wenn für Boden und Wasser, dafür habe ich andere Pokémon ja auch noch im Team. Oder besser geeignet sind. Ich überlege, ob ich Kreuzschere machen soll. Wenn ich auch einen Käfer-Move im Team habe, Mensch. So, der Nupto ist glaube ich immer dasselbe. Flammenwurf, Phantomparade als Step. Hitzekohle haben wir mal draufgepackt zum Gucken. Ableithieb, eigentlich natürlich Stromschluss noch eine Option. Ich könnte eigentlich mal gucken, was eigentlich der Hitzekoller so macht. Wie er hier aussieht, noch gar nicht eingesetzt. Soll ich sagen, den Panferno einsetzen? Also wenig viel bringen, aber ein Panferno. Kampf bringt mir nichts, weil ich bin ein Geist-Pokémon. Okay, das ist ein bisschen heiß. Einfach mal spaßeshalber. Genau. So. Mal gucken, was das macht. Rückstoß senkt. Die Offensivkraft senken. Eventuell Verbrennung hinzufügen. Wird hier natürlich nicht funktionieren. Immer normalen Hitzekoller. Mehr schon als gedacht, muss ich zugeben. Müssen beide anschreien. Naja. Tempo-Flammenblitz, normaler Flammenblitz. Wie originell. Ja, natürlich geht er nicht Attacke daneben, will es mir verarschen, hätte der 100% Trefferquote. Also ganz ehrlich. Ja gut, also nicht dieser Move, keine Frage. Aber finde ich jetzt auch nicht so krass jetzt, um die ganze Zeit zugeben. Nochmal ein Ding für Spezialangriffe, Verteidigung. Da wäre es noch etwas. Beim ist überflüssig. Große Rate. Verteidigung generell, wa? Also Spezialverteidigung, Verteidigung oder hier Initiative. Kann ich auf Initiative kommen. So, ein Ewi-Bonbon. Dann nähern sie sich mit dem Level immer mehr und mehr an. Das gefällt mir doch. Ja gut, dann. Jetzt aber auch mal sagen, da mit dem Tanupto, Hitzekoller, das ist sehr schön und gut. Aber nimm doch lieber einen Stromstoß, aber mehr davon.
Kann man Stromstoß und Ableithieb mal meistern lassen, wa? Mal das Arm dafür hätte ich ja. Das mache ich jetzt sogar, Freunde. Erst ganz kurz die Box zugreifen. Die brauche ich nicht mehr. Die brauche ich nicht mehr. Den Rest haben wir erstmal dabei behalten. Ein paar Schneebälle. Ne, passt. Haben wir endlich das scheiß Vertriebe gefangen, ey. Mein Gott, können die Quest auch abschließen. Ein Vadribi, was aus dem Baum gesprungen kam. Lalalala. Tanupto. In der Hisui-Form. Normale gibt's gar nicht. Und Panferno. Da gibt's keine Hisui-Form. Wäre auch schwierig, wa? Attacke meistern. Dann wähle ein Pokémon. Tanupto, ich wähle dich. Stromstoß. Meistern. Na schön, legen wir los. Nice. Meisterin der Attacken. Ja, Meistern habe ich ja wirklich genug. Interessant, dass nur ausgewählte Attacken gehen und die ich nicht ausgewählt habe. Im 4-Attacken-Slot, aber trotzdem das Pokémon kennen würde. Die sind gar nicht dabei. Lustigerweise. Na egal. Habe ich. Es ist nämlich in der Gefangenenbox. Um Tee zu versüßen. So. Oh, dankeschön. Königsblatt, Funkelhonig. Das alles? Mehr gibt's nicht, wa? Okay, gut, ciao. Das war jetzt eine nervige Quest. Okay, aber glaub sonst... Wenn da jetzt nichts mehr, würde ich jetzt mal Pipis Tanz im Mondschein noch machen. Weil es gerade so anbietet. Da machen wir nachher die Aufläufe weiter und dann aber wirklich mal mit Mythenjäger weitermachen, sprich die Hauptstory. Oder Hauptstory von mir aus, oder Poststory, wie man es auch so schön sagt. Huch, wo lange die Itemkiste? Egal, draußen hat es auch eine. Versteht zwar nicht, wieso wir hier eine Itemkiste haben. Das Haus ist gerade mal ein paar Meter entfernt. Aber sei es drum. Ich würde gerne mal wieder ein paar Dinger kaufen hier. Die Azurglanzsteine. Düsenbälle habe ich einfach nicht so viel. Das ist ein bisschen frustrierend auch. Der Kraterberg Hochland. Also diese scheiß Ballonquest noch, oder?
Oh, da unten. Ja gut, Feen war ja, hat er gesagt. Okay, können wir direkt mal holen. Mondgruß Kampffeld. Wäre eine Option gewesen. Zack, zack. Oh. Den wir weit oben war. Das ist Gorgler. Ich erinnere mich, dass er damals nach denen auf der Jagd war. Es gab ein paar Elite-Kandidaten. Was ist das für ein Sound? Ah, jetzt können wir schön runtergleiten. Ah, ist das schön. Ja, da ist ein Luxstar, schon gesehen. Die Elite-Version davon sogar. Servus! Das ist ein Bronzong. Ich kann sagen, haben wir den überhaupt mal gefangen? Ach ja, aber keine Elite-Version. Sondersensor gesehen. Was ist das schon wieder? Stahlpsycho, war? Stahlpsycho. Was macht man da? Einmal der Ursaluna, war? Ich will erstmal seinen Sondersensor sehen. Natürlich, jetzt kommt er mit Bürde. Hallo? Kumpel! Das ist normal Pokémon. Hallo! Normal, mit einer Geistattacke. Der kommt schon. Die ganze Zeit setzt er gegen mich Sondersensor, aber gegen ihn setzt. Ganz ehrlich, ey. Wilde Pokémon sind manchmal so creepy. Hey, wo ist noch einer? Also ein Bronzell. Du bist mit was anderes, Kumpel. Einen Kristallstein gespringen sehen. Na komm. So, nächster Streich bitte. Ich habe hier eine Markierung. Wo sind die jetzt? Ah, da oben. So. Dann auf zu Sidequests. Oh, ein paar Georgs da unten noch. Das. Ah, ist ein Pilz, okay. Hier haben wir noch ein paar Azurglanzsteine. Schon mal hier bin, natürlich mal mitnehmen. Da ist noch Bossrizerer. Also ein Plimplim, ich wollte gerade sagen, nee. Dazu wäre ein Goldini. Dann so, hä? Erstmal in dem Spiel, zweitens mal hier oben. So. Hey, Jero-Kumpel, na was geht? Mann, dass sie immer so aggro sind. Und nun, du könntest ja eigentlich mal deinen Energieball einsetzen, wa? Danke. So. Wonderful. It's einfach wonderful. It's a wonderful day. A wonderful morning. Dann noch ein paar Knospis. Die wollen eh nichts von uns.
Ja. In Vollmondnächten tanzen. Ja, ist es Vollmond? Nein. Mensch, meinte der, ganz ehrlich. Oh, gut, hier waren wir eh noch nie, von dem her. Ein bisschen umgucken. Da sind ein paar Barschufts. Okay, krass. Hä? Aua! Ah, ja, und das jetzt. Ein Pi? Hä? Ist kein Vollmond, oder? Nee, ist so regnerisch. Ja, Pipi. Den habe ich ja genug, mir fehlen echt noch Pies. Jetzt wird natürlich gerade eins verschwunden. Hallo? Bin ich dich? Nein, ich will einen anderen da. Ja, du bist süß. Okay, dann auch schon auf 10. Nein, wenn ich hier ein Pi gesehen habe, dann wird es ja noch mal mehr geben von denen. Irgendwie ist hier ein Hauch von Kirschblüte. Feen war ja. Oh, passt ja. Da hinten hat es keine, wa? Das sieht irgendwie alles so seltsam aus. Der Baum da hinten wackelt. Wackeln, wackeln. Da noch ein bisschen um. Das ist nach wie vor nur das Pipi hier. Aber wir haben auch eins gesehen. Genau, da ist es. Da ist auch ein Pipi. Was guckst du so? Aber so eine Kognito hier im Feld. Alter, das kannst du leicht übersehen, ey. Hallo Pipis. Knospi, der schon wieder. Gut, Vollmond ist nicht, stimmt, aber ein Pi ist ja schon mal gespawnt. Das heißt, die Chance ist groß, dass nochmal eins kommt. Da haben wir nämlich auch eins. Also wenn es ein Pipi. Da ist sogar noch ein Pixie. Noch eine fucking Elite-Variante. Warte mal, das ist ein stationäres? Mal ganz kurz nachgucken. Wo sind wir hier? Im Kraterberg Hochland. Jo, das Vieh ist stationär. Dann schon wieder mit dem Typen hier. Ist nur Fee, wa? Okay, wer von euch Spackos hatte schon eine Giftattacke drauf? Rosarat natürlich. Seines käme eine Psychoattacke hinterher. Deswegen wollte ich eigentlich auch irgendwie Snibuna oder Snibos mitnehmen. Natürlich hat es Giftkampf gewesen. Haben wir echt überlegt, ob er Snibos anstelle von Galagladi mitnehmen soll. Giftkampftypen. Wobei, hast du nicht mittlerweile auch ein Ding drauf? Ne, Kreuzschere. Aber eben Kreuzschere ist natürlich generell schon cool. Brauche ich das hier? Ja. Probier es trotzdem mal mit Roserade. So. Muss wir erstmal angucken da vorne. Forschungslevel 10. Eins am Mondgewalt gesehen. Okay, weißt du was? Ich mache erstmal nochmal ganz kurz den da. Dann gucken. Natürlich weiß ich nicht, was es mag. Doch Honig war. War ja klar.
Ups. Das lief jetzt nicht so, wie ich wollte. Ja, in dem Moment muss das Ding ausgehen, ne, ist klar. Wo ist er hin? Ah, da. Elite gegen Elite. Die Kraft der Elite. Weil er Klassenbesuchgenese drauf hat. Ey, ganz ehrlich. Hier, friss und stirb. Natürlich reizt nicht, wieso auch. Yeah! So, was machst du gegen Stahl-Pokémon, hä? Was willst du tun, Mann? Nix, ja, dachte mir schon. Du? Du kleines Ding? Du kleine Rose? Nee, 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 Kumpel. Oh, sofort hier weg. So, wo ist das Pi hin? Ich habe ja ein Pi gesehen. Natürlich ist hier verscheucht, wa? Eine Scheiße aber auch. Gerade Berg hochladen. Ja gut, müssen wir nochmal ganz kurz hin zurück. Warten bis es Nacht ist und was Besseres hoffen. Bis es Vollmond ist. Also, Freunde, wisst ihr was? Die Folge ist vorbei. Ich überlege gerade, ob es vielleicht offscreen machen soll. Also vorspulen bis Nacht ist, bis Vollmond ist. Vollmond kann man eigentlich so entdecken oder so, aber es pisst gerade wieder. Ja gut, ich mache das schnell offscreen. Und dann ganz kurz meine Pokémon heilen und dann sehen wir uns nächste Folge hier wieder. Hoffentlich eben dann, sobald es Vollmond ist, wa? Bis dahin, bye bye.